Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, ich dachte, wenn ich diesen Sonntag so normal wie möglich behandle und auch zusage für die Predigt, merkt keiner, dass ich Geburtstag habe. Das war wohl nichts. Es haben auch noch zwei andere heute Geburtstag. Die eine hat im Chor gesungen, der andere hat nächste Woche Jugendgruppe. Mehr traue ich mich nicht zu verraten. Aber so viel dazu. Ja, Anleitung zum Glücklichsein. Sie haben den Text schon gelesen. Es wird also nicht irgendetwas, was ich Ihnen aus meiner Lebenserfahrung in Anführungszeichen weitergebe, weil da bin ich in 5 Minuten schon fertig, sondern wir wollen wirklich sehen, was die Bibel dazu sagt. Aber vorher möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir jetzt zu dir und wir danken dir für diesen Sonntag, den du uns schenkst. Wir danken dir, dass wir uns so frei hier versammeln dürfen, Herr, ohne Angst vor Verfolgung, Herr. Ich danke dir für all die Gnade und Barmherzigkeit, die du uns immer wieder neu schenkst, Herr. Und ich bitte dich, segne jetzt auch diesen Gottesdienst, wenn wir dein Wort betrachten, Herr. Gib mir auch die Weisheit, Herr, und die Gnade auch, dass ich wirklich nur das weitergebe, was deinem Wort entspricht. Und ja, öffne uns die Augen unserer Herzen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz und deine Liebe, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wer ist nicht gerne glücklich? Im Grunde genommen ist ja jeder Mensch, eigentlich wäre er gerne glücklich, auch wenn wir schon sehr weit in der Heiligung und Geistlichkeit sind. Jeder möchte doch eigentlich ein Leben in Ruhe und Frieden führen, wo er glücklich ist. Und die Bibel weiß auch, dass wir alle eine große Liebe in unserem Leben haben und das sind wir selbst. Darum sagt auch der Herr, dass wir unsere Nächsten wie uns selbst lieben sollen, denn Gott weiß sehr wohl, wie wir gestrickt sind. Nun, freundlicherweise gibt uns der Heilige Geist tatsächlich in seinem Wort eine Anleitung, so habe ich es mal genannt, zum Glücklichsein. Der Hans-Jörg hat es schon gelesen, nämlich in Philipper 4, Verse 4 bis 9. Nun sind wir schon durch diesen Text gegangen in der Gebetsstunde, aber ich baue auf Ihr Kurzzeitgedächtnis und wir gucken uns das noch einmal an. Man kann sich den Bibeltext ohnehin nicht genug angucken. Es gibt allerdings, und das möchte ich, bevor wir einsteigen, eine wichtige Bedingung für diese Anleitung. Es gibt eine Bedingung und sonst gar keine. Es gibt aber eine Bedingung, sonst können Sie ein Nickerchen machen, wenn Sie diese Bedingung nicht erfüllen oder nicht erfüllen wollen. Der Heilige Geist. Also das richtet sich an Leute, die mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wer hat den Heiligen Geist? Nun alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Also wer sagt, ja, Jesus Christus ist mein Herr, mein König, mein Erlöser und ich gehöre zu ihm und ihm folge ich nach. All diese Menschen haben den Heiligen Geist und wir können das natürlich nur umsetzen durch den Heiligen Geist, wenn wir zu einem neuen Menschen wiedergeboren worden sind. Aber wenn wir diese neuen Menschen durch Wiedergeburt geworden sind, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, dann kommt es jetzt nicht darauf an, in was für eine Stimmung wir sind, wie reif oder unreif wir vielleicht noch sind, wie reich oder unreich oder ob wir jetzt zu guter Laune eher neigen oder zur schlechten, ob wir eher introvertiert sind oder extrovertiert, egal wie groß oder klein unsere Schwächen und Stärken sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist diese Anleitung zum Glücklichsein für jeden Menschen umsetzbar. Ja, der Paulus, der war ja gefangen in Rom, als er die schrieb, diese Zeilen, freut euch im Herrn und freut euch alle Zeit und wiederum sage ich euch, freut euch. Und man könnte sagen, ja, gut, Paulus, du hast gut reden, du warst gefangen, aber du bist immerhin der Apostel Paulus und wir sind nur einfache Menschen. Ist das wirklich so einfach umsetzbar? Kann man das wirklich so pauschal sagen, wenn man dies und jenes hier einhält, was er da schreibt, dann sind wir alle auch glücklich, egal wie groß unsere Probleme sind. Und ich weiß, jetzt zwar nicht aus eigener Erfahrung bis jetzt, dem Herrn sei Dank, aber ich weiß, wie große Probleme, wie große Schmerzen und wie großes Leid auch Christen haben können. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass diese Verse in Philipper 4, Verse 4 bis 9 wirklich für jeden Christen, egal in welcher Situation er steckt, eine Hilfe sein kann.
Wir haben den Text schon gelesen und ich hoffe, Sie haben alle zugehört. Wir werden allerdings die Verse nachher nochmal lesen, immer fortlaufend, wo wir gerade dann sind. Aber wenn wir diesen Text jetzt in der Einleitung gehört haben, dann wird erst einmal offensichtlich, dass bei dieser Anleitung, die wir jetzt geben, das hat also nichts mit äußeren Umständen zu tun. Wir sind jetzt also nicht plötzlich zum Wohlstandsevangelium übergelaufen und ich erzähle Ihnen jetzt, wenn Sie zum Beispiel immer den Zehnten geben, dann werden Sie auch ganz viel Geld einnehmen. Oder wenn Sie nur genug beten und dem Herrn im Gebet befehlen, gib mir das, dann gibt er Ihnen das. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier, und vielleicht riechen einige von Ihnen den Braten schon und sind schon ein bisschen enttäuscht, so halb. Es geht hier um innere Veränderung. Und dann denken Sie vielleicht, ach ja, innere Veränderung habe ich schon so oft gehört, habe ich schon so oft probiert, hat mich jetzt auch nicht glücklich gemacht. Trotzdem bedenken Sie, das ist die vom Heiligen Geist gegebene Anleitung zum Glücklichsein, wenn Sie mir erlauben, diesen Text zu überschreiben. Und diese Anleitung ist eben ganz und gar nicht von unseren Umständen, unserer Gesundheit, unserer finanziellen Lage oder gar unserer Reife abhängig. Und darum ist es eigentlich viel besser, als wenn ich Ihnen jetzt versprechen würde, wenn Sie dies und jenes tun, dann wird der Herr Ihnen immer Gesundheit geben, er wird Ihnen immer Geld geben und Sie werden quasi schon in Ihrem alten Leib ewig leben. Nein, Sie brauchen keine besonderen Fähigkeiten, keine besondere Kraft, keine besonderen Umstände, ja gar nichts außer dem Heiligen Geist Gottes, um wirklich ganz und klar glücklich zu werden, trotz allem. Der Apostel Paulus, er sagt in diesem Text ja eigentlich, tut und beachtet dies, und dann Philipper 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Und in Vers 9 sagt er, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und das sind keine leeren Versprechungen. Nun, wie ich schon angetönt habe, da wir genauso leiden wie andere Menschen auch, teilweise noch mehr, da wir auch genauso versagen wie andere Menschen auch, teilweise noch mehr, brauchen wir etwas, das uns immer, egal wie die Umstände sind, mitten in den Stürmen und Angriffen des Lebens wirklich Ruhe und Frieden und eigentlich Glück, um dieses Wort zu verwenden, gibt. Und das ist eben der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Wenn der Gott des Friedens mit uns ist und sein Friede unsere Herzen und unseren Sinn bzw. unsere Gedanken in Christus Jesus bewahrt, dann kann uns nichts mehr erschüttern und wir können unabhängig von den Umständen Frieden und unser Glück in unserem Gott des Friedens finden. Gut, das klingt natürlich schon irgendwie schön und es klingt auch sehr fromm, wenn Sie mir das erlauben sozusagen. Und vielleicht sagen Sie wieder, ja, das wissen wir schon, ja, wir müssen in Frieden in Gott finden und so weiter. Das klingt ja alles schön und gut. Aber wie sieht das jetzt in der harten Realität in unserer Praxis aus, im alltäglichen Leben? Und nun, wenn wir diesen Text durchgehen, den Hans-Jörg eingangs gelesen hat, dann sollten wir eigentlich erkennen, dass weder der Heilige Geist noch Paulus, der ja von ihm inspiriert war, irgendwie weltfremde oder nutzlose Befehle hier gegeben haben. Und so wollen wir anfangen mit Philipper 4, Vers 4. Der Apostel Paulus fordert uns zu Folgendem auf. Er schreibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Schön, aber was bedeutet das jetzt? Was sollen wir persönlich jetzt mit dieser Aufforderung anfangen? Nun, erst einmal erlauben Sie mir das zu sagen. Eine solche Formulierung bedeutet, dass die Formel lass los und lass Gott machen falsch ist. Es gibt ja durchaus Christen, die sagen, ja, man muss einfach nur loslassen, quasi sich fallen lassen und nichts tun und Gott übernimmt dann schon. Es bedeutet, dass wir keine Handschuhe sind, in die Gott seine Hand stecken muss, sondern es bedeutet, dass Gott tatsächlich unsere Aktivität erwartet. Er will,
dass wir uns aktiv in ihm freuen. Er will, dass wir nach der Freude in ihm suchen und trachten. Er fordert uns also tatsächlich zu etwas auf. Er schreibt hier nicht, lasst euch mit meiner Freude erfüllen und ja, guckt mal, wie das funktioniert. Er sagt, nein, sucht meine Freude. Und warum kann Gott das erwarten? Warum kann er uns dazu auffordern, dass wir aktiv werden sollen? In uns wohnt doch nichts Gutes, sagt schon Paulus. Warum kann er das tun? Weil wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, bereits versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, wie es Epheser 1 bis 3, also diese 3 Kapitel erklären. Der Zeit halber können wir diese natürlich nicht lesen. Aber wir haben schon alles vom Herrn geschenkt bekommen, um jetzt aktiv werden zu können, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir können und wir sollen auch sofort als Wiedergeborene die Freude im Herrn suchen. Und dafür müssen wir uns eben selbst nicht frei beten oder frei beten lassen oder durch Meditation entleeren. Es kann ja sein, dass wir einen Punkt auch als Wiedergeborene erreicht haben, wo wir sagen, jetzt weiß ich nicht mehr wie weiter. Und dafür gibt es dem Herrn sei Dank auch Seelsorge, auch bei uns hier in der Gemeinde. Aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich gilt das Prinzip. Wir können niemals als Wiedergeborene so viel Schuld oder Ärger auf uns laden, dass wir nicht sofort wieder die Freude im Herrn suchen könnten, denn wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wenn Paulus einfach sagt, freut euch im Herrn, und er schreibt das pauschal allen Christen, und er macht hier keine Liste, aber das gilt nur für die Christen, die schon eine Woche lang Bibel gelesen haben und schon eine Woche lang mindestens 20 Stunden gebetet haben. Nein, er sagt einfach allen Christen sofort, freut euch in dem Herrn, tut es jetzt, wartet nicht bis morgen, wartet nicht auf bessere Umstände, freut euch sofort in dem Herrn. Aber wie machen wir das jetzt? Wie freuen wir uns alle Zeit in dem Herrn? Nun, der Herr Jesus Christus sagt zum Beispiel in Johannes 17, Vers 3, er sagt in Johannes 17, Vers 3 Folgendes: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben, und das ist also auch eigentlich das einzig wahre und erfüllte Leben, das einzige Leben in Überfluss, ist, den einen wahren Gott und Jesus Christus zu erkennen und persönlich zu kennen. Also Sie wollen glücklich sein. Wer nicht? Ich will glücklich sein. Wir wollen glücklich sein. Dann werden Sie darin aktiv, Gott besser kennenzulernen. Lesen und studieren Sie sein Wort, beten Sie ihn an, denken Sie über ihn nach, erfreuen Sie sich an ihm, denn darin finden Sie Ihre höchste Freude. Und das wird auch die höchste Freude im Himmel sein, nämlich unsere Gemeinschaft und unsere Freude und Erfüllung mit und in und an Gott. Wie es der Augustinus einmal sagte, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe findet in dir. Sie wollen also wirklich glücklich werden, ich möchte wirklich glücklich werden, dann sollten wir den dreieinen Gott der Bibel, unseren Herrn und Erlöser, jetzt sofort zum höchsten Ziel unserer Freude, unseres Verlangens machen. Erlauben Sie mir es so zu formulieren, entwickeln Sie eine Christus-Obsession, wie es auch Paulus war. Interessanterweise, seine größte Freude war zum Beispiel, als er gefangen war in Rom, dass Christus verkündigt wurde in Philipper 1, Vers 18. Da gab es selbsternannte Christen, vielleicht auch tatsächliche Christen, die die Gefangenschaft des Paulus benutzt hatten, um Paulus zu schaden. Sie haben dann gepredigt, sie haben wohl auch Christus gepredigt, aber sie haben das mit der Motivation getan, um Paulus Ärger zu machen. Und was sagt Paulus dazu? Er hat nicht geschmollt, er hat gesagt, wunderbar, Hauptsache Christus wird verkündigt. So sehr hat er sich in seinem Herrn gefreut, so sehr war Gott allein wirklich alles, nach dem er trachtete.
Sein Gott war wirklich Gott und darum konnte er sich in ihm freuen, egal wie die Umstände sind. Unser Problem ist, unser Gott ist oft nicht wirklich Gott. Wir bekennen zwar den wahren Gott mit unseren Lippen, aber unsere Herzen hängen vielleicht nur an unserem Ehepartner oder nur an unserem Hobby oder nur an unserer Arbeit. Und das ist dann der eigentliche Gott, wo wir unsere Freude und Erfüllung suchen. Und natürlich, Menschen können enttäuschen, Hobbys können nicht ewig erfüllen, eine Arbeit kann auch mal unschön werden und dann sind wir natürlich enttäuscht und unsere Freude ist dahin. Wenn wir wirkliche Freude finden wollen, müssen wir sie in Gott selbst suchen. Und darum sagt der Paulus auch im Kolosserbrief, dass wir das Wort des Christus reichlich unter uns wohnen lassen sollen. Wenn die Apostel diese Befehle geben, wenn sie uns dazu auffordern, zu dies, wenn sie uns eben auffordern, betet allezeit oder eben lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, dann tun sie das nicht, um uns zu schikanieren oder um uns wieder neue Gesetze zu geben, damit wir doch wieder unter ein Joch kommen, sondern weil Gott genau weiß, weil es die Apostel genau wussten, dass wir einzig und allein in Gott selbst Erfüllung finden können und in nichts anderem. Wir können uns mühen, wie wir wollen. Wir können von mir aus 24 Stunden am Tag Playstation spielen, Pizza essen und Cola trinken oder Bier oder was auch immer. Es wird uns trotzdem keine Freude machen. Wir können auch, ja, ich könnte noch hunderte Beispiele bringen, aber ich sehe schon, ich muss eigentlich weitermachen. Die Zeit fliegt dahin. Aber Sie verstehen den Punkt, hoffentlich. Psalm 1 sagt zum Beispiel, dass derjenige glückselig ist, also wirklich glücklich, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Je intensiver wir uns mit unserem Herrn beschäftigen und nach der Freude in ihm trachten, desto glücklicher werden wir auch sein. Und er offenbart sich uns in diesem Wort. Wenn Gott jetzt einen Termin festsetzen würde im Hallenstadion, um dort zu den Menschen zu reden, dann würden wir doch alle dorthin strömen, ja, die ganze Welt. Nun, er hat sich bereits offenbart, er teilt sich hier uns mit und wir können ihn besser kennenlernen durch den Heiligen Geist und wenn wir sein Wort studieren, wenn wir zu ihm beten. Und desto größer und erfüllender wird auch unser Glück sein, desto mehr wir uns mit ihm und ihm allein befassen. Nun ist der nächste Befehl, den Paulus gibt, sehr interessant. Also freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das bedeutet, wir sollen nach ihm trachten. Und dann Vers 5 von Philipper 4, Vers 5 sagt er, lasst eure Milde oder auch Nachgiebigkeit oder auch Sanftmut kund werden allen Menschen. Warum schreibt Paulus nun in dieser Liste ausgerechnet dies? Warum gehört von allen moralischen Befehlen, die der Apostel Paulus an dieser Stelle nicht nennt, ausgerechnet dieser Befehl zur Sanftmut gegenüber allen Menschen in dieser Liste? Nun, ich möchte 2 Gründe nennen. Der erste Grund hängt natürlich mit dem Philipperbrief selbst zusammen, der zweite direkt mit unserem Thema Glücklichsein. Erstens, in den Versen vorher, Philipper 4, Verse 1 bis 3, ermahnt der Apostel Paulus 2 kabbelnde Frauen zur Einheit im Herrn. Nun, weil die sich nicht versöhnen wollten, sind sie jetzt für alle Zeiten in der Bibel verewigt. Ist auch interessant. Nun, in diesem größeren Zusammenhang auf jeden Fall passt natürlich der Befehl zur Milde bzw. zur Nachgiebigkeit. Also es hat rein praktische Gründe schon, dass Paulus das erwähnt. Aber zweitens, wenn wir nicht gegenüber allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, milde oder nachgiebig sein wollen, wie können wir uns da überhaupt richtig im Herrn freuen oder seinen Frieden in unseren Herzen erfahren? Ja, warum können denn Streitereien, Bitterkeit, Lästerungen und Lästereien und so weiter auch unter uns Christen eskalieren?
weil wir uns weigern, Milde oder Nachgiebigkeit walten zu lassen, wie wohl diese beiden Damen, Evodia und Syntyche, vor 2000 Jahren. Und wo Bitterkeit, Uneinigkeit, Streit und Übervorteilung ist, ja, da kann man natürlich auch keinen Frieden, keine Freude und kein Glück finden. Es ist erschütternd, aber es ist wahr, auch in der Gemeinde Gottes. Es gibt Christen, also solche, die in Christus sind, denen alle Sünden vergeben sind, die den gleichen Herrn haben und den gleichen Himmel teilen werden und die doch kein Wort mehr miteinander reden wollen. Nun macht das glücklich, erfüllt eine solche Situation das Herz der Beteiligten mit Frieden, Freude und Glück? Wohl kaum. Wenn wir den Menschen um uns herum, die Menschen, die Gott uns auf den Weg stellt, wenn wir ihnen unsere Milde vorenthalten oder wenn wir unseren Sanftmut nur selektiv verteilen, nämlich für die, die uns passen, dann werden auch wir nicht glücklich. Wir machen andere unglücklich durch unsere ruppige Art und bleiben selbst unglücklich. Jemand sagte einmal richtigerweise, Sünde macht dumm. Es ist ja eigentlich unglaublich dumm, wenn wir an unser Schmollen oder an unser Wüten und an unsere Bitterkeit, an unser Lästern und an unseren Egoismus festhalten. Es ist dumm, aber wir tun es doch. So quasi aus Prinzip bleiben wir lieber dumm. Der Heilige Geist sagt aber, lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. In Römer 11 oder eben wie hier in Philipper 4, lasst eure Milde kund werden allen Menschen, ohne Einschränkung. Seien sie freundlich, nachgiebig, milde, barmherzig gegenüber allen Menschen. Denn dann werden wir auch den Frieden Gottes erfahren. Ja, wir wollen glücklich werden, ich sage es auch mir selbst, also bei allem, was ich hier predige, geht nicht von oben herab, sondern ich weiß sehr wohl, wo der Kampf ist. Aber wir wollen glücklich werden, dann sollten wir doch auch anfangen, allen Menschen unsere Milde und Nachgiebigkeit zu zeigen. Und wieder, dieser Befehl ist uns nicht zur Schikane gegeben, so nach dem Motto, ja Herr, hast du wirklich eine Ahnung, wie schlimm diese oder jene Person ist oder wie sehr diese oder jene Person mich ungerecht behandelt hat. Nein, diese Befehle sind uns gegeben, damit wir den Frieden Gottes im Alltag auch erfahren können. Mit Nachgiebigkeit meine ich natürlich nicht die Toleranz der Welt, die das Böse gut nennt und das Gute böse, sondern es geht hier um unseren Charakter. Es geht darum, anstatt Nehmer, Geber zu sein. Als Paulus den Herrn mit den Worten zitierte, geben ist seliger als nehmen, da hatte Paulus nicht gerade einen Glückskeks gelesen, sondern er hat wirklich die Wahrheit gesagt. Das ist nicht irgendeine Phrase, es ist die Wahrheit. Geben ist seliger als nehmen. Nachgiebigkeit ist seliger, ist besser, ist schöner als Dickköpfigkeit, um es so zu sagen. Und zur Motivation weist der Apostel Paulus in Philipper 4, Vers 6 darauf hin, der Herr ist nahe. Das kann einerseits bedeuten, dass der Herr uns nahe ist, weil er ja in den Herzen aller Gläubigen durch den Heiligen Geist wohnt. Andererseits kann das natürlich auch bedeuten, dass der Herr nahe ist, weil er bald kommt. Es ist kein Geheimnis, dass der Apostel Paulus in der Naherwartung lebte. Er wünschte sich die baldige Wiederkunft des Herrn oder zumindest, wenn er schon nicht kommen würde, zu sterben und sofort bei ihm zu sein. Der Ausblick, alle Zeit beim Herrn zu sein, kann und sollte uns natürlich auch ermuntern, uns jederzeit zu freuen und unsere Milde allen Menschen zu zeigen. Denn wenn wir jederzeit mit dem Herrn rechnen, ob nun durch seine Wiederkunft oder auch unseren eigenen Tod, dann ändert das unser Verhalten, oder es sollte so sein, im Alltag radikal. Wenn jede Sekunde unseres Lebens, jeder Atemzug unser letzter sein könnte, wie es ja auch tatsächlich ist, denn wer weiß, wann genau er abtreten wird oder wann genau der Herr kommt. Und wenn wir ständig die Begegnung mit unserem Herrn vor Augen haben, wenn wir also ständig vor Augen haben, jetzt gleich könnte ich dem Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen,
ja, dann fehlt uns natürlich automatisch die Motivation, unsere Milden allen Menschen vorzuenthalten. Wenn wir jederzeit vor Augen haben, jetzt könnte der Herr wiederkommen oder jetzt könnte er mich abberufen, ja, dann haben wir natürlich keine Zeit mehr zu schmollen, zu hassen, zu lästern, zu streiten, unnachgiebig, unbarmherzig oder herzlos zu sein. Denn dann wissen wir, dass in der kurzen Zeit, die uns bleibt, dass es da Wichtigeres gibt, als unser Revier zu markieren, um mal diese Formulierung zu verwenden. Und natürlich macht auch uns das Wissen, dass der Herr bald kommt und dass wir bald mit ihm vereint sein werden, macht uns natürlich auch glücklich. Und darum, so sagt dann Paulus in Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt. Denn, warum? Der Herr ist nahe. Er ist bei uns und er kommt auch bald, um uns das Leben in Überfluss zu geben, wenn wir an ihn glauben. Und wenn wir nicht ständig an unseren Sorgen festhalten, dann trägt das natürlich auch zu unserem Glücklichsein bei. Die Welt, sie legt ja großen Wert auf gesunde Ernährung, ist durchaus sinnig, auf Sport und Fitness, dem möchte ich auch nicht widersprechen. Ich nehme mir ja immer wieder neu vor, Sport zu treiben und dann ist schon wieder eine Woche vorbei und dann muss ich mir wieder neu vornehmen. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber der allerfanatischste Gesundheitsplan funktioniert nicht, wenn wir uns ständig grämen und sorgen und nörgeln und von negativen Gefühlen bestimmen lassen. Das natürlich macht wirklich ungesund und nicht glücklich. Aber was sollen wir dann machen? Jesus Christus sagt ja selbst, dass wir in der Welt Angst haben. Das ist ja völlig normal. Ich kann Ihnen jetzt nicht befehlen, so, ab jetzt haben Sie keine Sorgen mehr. Punkt. Naja, das sind schon am nächsten Tag werden Sie sagen, ja Röni, das hast du zwar schön gesagt, aber es gibt trotzdem Probleme in unserem Leben. Das ist normal. Die Sorgen, sie kommen und wir können nicht vor ihnen davonlaufen. Selbst wenn wir in ein Kloster gehen würden, würde uns der Ärger auch wieder einholen, weil wir Sünder sind. Zwar Begnadigte, aber wir sind sie immer noch. Und wir sind von Sündern umgeben. Und darum sagt Paulus natürlich, was wir anstatt dessen mit unseren Sorgen machen sollen. In Philipper 4, Vers 6 habe ich ja nur den ersten Teil gelesen. Seid um nichts besorgt, sondern, Philipper 4, Vers 6, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Jedes Anliegen, alles, was uns bewegt, sollten wir vor Gott bringen. Stellen Sie sich vor, Sie würden jeden sorgenvollen Gedanken, der in Ihnen aufkommt, in ein Gebet verwandeln. Also sobald bei uns die Neigung aufkommt, sich zu sorgen und zu grämen, sagen wir bewusst, anstatt dass ich jetzt darüber weiter nachdenke, bete ich jetzt, ich mache ein Gebet daraus. Was das wohl bewirken würde? Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, wir verbrauchen sehr viel Energie für unser Nachdenken über schlimme Dinge, die dann teilweise gar nicht so eintreffen. Aber was wäre, wenn wir all diese Zeit und all die Kraft, die wir darauf verwenden, uns Sorgen zu machen, als Gebetszeit gebrauchen würden? In Römer 8, Vers 26 offenbart der Apostel Paulus, dass der Heilige Geist selbst in unaussprechlichen Seufzern für uns betet, wenn wir, Gottes Erlöste, zum Herrn beten. Stellen Sie sich vor, Gott betet für uns und mit uns, wenn wir zu ihm beten. Wann immer wir beten, betet der Heilige Geist mit uns. Ist Ihnen das bewusst? Der Heilige Geist, der in uns ist, seufzt für uns, wenn wir beten. Gottes Geist, der die Herzen erforscht, betet mit, wenn wir beten. Der viel besser als wir wissen, was wir brauchen, betet mit, wenn wir beten. Wenn wir also vielleicht einen Unsinn zusammen beten, weil wir es nicht besser wissen, weiß der Heilige Geist schon sozusagen, wie er richtig beten sollte. Und da frage ich Sie, was ist wohl erfüllender und hilfreicher, sich Sorgen zu machen oder zu beten? Und das ist natürlich eine ganz und gar rhetorische Frage. Die Antwort sollte uns ja voll und ganz bekannt sein.
Ja, ich verkündige hier natürlich nichts Neues, aber ich hoffe, es sollte doch hilfreich sein, uns wieder an das zu erinnern, worauf es im Alltag ankommt. Und wenn wir alles, aber auch wirklich alles, dem Herrn im Gebet bringen, egal wie klein es uns vorkommt. Paulus sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, bringt all eure Anliegen vor Gott. Und wenn wir dabei auch für alles Dank sagen, so verspricht uns der Heilige Geist in Philipper 4, Vers 7, wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unseren Sinn bewahren in Christus Jesus. Ein berühmter und wahrer Spruch ist, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wurde schon oft hier auf dieser Kanzel zitiert und wir können es nicht oft genug zitieren, denn es ist absolut wahr. Sie wollen wirklich glücklich sein und werden, erzählen Sie alles Ihrem Vater im Himmel, auch die kleinste Kleinigkeit, und danken Sie dabei für alles. Danken Sie für die Luft, die Sie zum Atmen haben, für das Dach über dem Kopf, das Essen, die Familie, die Erlösung, für all das, was uns noch erwartet, was uns geschenkt ist. Und danken Sie auch für die Prüfungen, wodurch Gott Sie mehr in das Bild seines Sohnes verwandelt und Sie dadurch ja noch die Möglichkeit gibt, mehr Lohn im Himmel zu sammeln. Ich bin ja noch relativ jung, immer noch nicht 30, aber bald, nur noch ein Jahr. Und als jüngerer Mann ist man meistens sehr skeptisch, wenn man Predigten hört oder auch Andachten, auch in der Jugendgruppe. Ich wusste es dann selber auch aus meiner, ich bin ja immer noch relativ jugendlich, aber als ich dann in der Jugendgruppe war und dann der Bruder da vorne was gesagt hat, das Erste, was man in Gedanken tut, man stellt es in Frage. Und das war dann auch immer so mit solchen Formulierungen, ja, wenn man immer betet und für alles Dank sagt, dann kommt der Friede Gottes. Dachte ich, ja, wenn ihr wüsstet. Nun ja, erstens hatte ich gar nicht so große Probleme, wie ich dachte. Zweitens habe ich dann tatsächlich gebetet. Ich habe wirklich bewusst für alles gedankt und der Friede Gottes kam nicht sofort. Das Glaubensleben ist auch ein Glaubenskampf. Und nur weil wir jetzt endlich einmal uns ein Herz fassen und anfangen zu beten und zu danken für alles, heißt das nicht, dass Gott der Herr sofort reagiert. Er hat schon reagiert, aber es dauert manchmal ein Weilchen, bis bei uns das Licht aufgeht. Und ich musste in einem bestimmten Fall noch einiges lernen und kapieren. Und der Herr war sehr, sehr, sehr geduldig mit mir. Und als ich dann erkannt hatte, worum es ging, dann tatsächlich, ich war selber ganz erstaunt, der Friede Gottes erfüllte mein Herz. Und das, was ich als so schlimm empfunden hatte, war gar nicht mal mehr so tragisch. Und ich wusste, es geht ja hier gar nicht um mich, es geht um den Herrn. Also das ist das Einzige, was ich Ihnen als Lebenserfahrung mitgeben kann. Wenn wir zum Herrn beten und alle Zeit für alles danken, es ist wirklich kein leeres Versprechen, was der Herr uns hier gibt. Aber manchmal oder eigentlich immer müssen wir oft etwas lernen, bevor wir tatsächlich erfahren, was der Herr uns schon lange gegeben hat. Beten ist nicht unser letzter Ausweg, Beten ist die allerbeste und allererste Quelle, die wir haben. Beten ist nicht passiv, sondern aktiv. Es ist nicht das Mindeste, was wir tun können, sondern das Beste. Es ist nicht zweitrangig, sondern vorrangig. Es gibt keinen größeren Dienst, keine höhere Berufung und keine bessere Investition als das Gebet, wie es ein Bibellehrer einmal sagte. Das Gebet ist für den Christen wie für einen Menschen das Atmen. Es ist keine Pflichtübung, so nach dem Motto, wie es früher bei mir als Kind war, wenn mein Vater fragte, hast du schon gebetet? Ja, nein. Beten ist eine Gnadengabe Gottes. Der Schöpfer des Universums ist ja gar nicht auf unsere Gebete angewiesen. Aber wir sind sehr wohl darauf angewiesen, zu ihm beten zu können. Es ist eine Gnade, dass wir vor dem Thron des Allmächtigen treten dürfen, in Freimütigkeit durch unseren Herrn Jesus Christus und dass wir unserem Vater im Himmel immer alles sagen dürfen, ohne Scheu. Wir müssen uns nicht schämen, wir müssen nicht sagen, ja, Herr, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber könntest du nicht und dann noch ganz lang erklären. Wir können sofort alles unserem Vater im Himmel sagen. Also, wer glücklich will,
der suche aktiv nach der Freude in Gott, sei milde bzw. nachgiebig gegenüber allen Menschen und bete und danke für alles, anstatt sich Sorgen zu machen. Ja, all diese Befehle gibt uns der Heilige Geist nicht etwa, damit wir uns die Gnade Gottes erarbeiten, die haben wir doch schon, sondern damit wir sie umso mehr erfahren können. Aber es gibt noch mehr, womit wir uns das Leben erleichtern können, in Anführungszeichen. Denn Paulus befiehlt uns Folgendes in Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Also darüber denkt nach, das soll euch beschäftigen. Es ist eigentlich im Grunde genommen so einfach. Wenn wir in Gedanken an unsere Bitterkeit, unser Schmollen oder unsere Streitigkeiten festhalten, wenn wir uns in Gedanken ständig um unsere Sorgen drehen oder wenn wir uns in der Freizeit mit Musik, Filmen, Büchern, Spielen und so weiter voller tugendloser Dinge füllen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir uns innerlich leer fühlen oder dass wir unsere Gedanken nicht unter Kontrolle halten können oder dass der Friede Gottes so fern erscheint. Der Paulus ist hier wieder sehr, sehr praxisnah und überhaupt nicht abgehoben, wie wir es oft sein können. Er spricht nicht von Entleeren und Freibeten und all diese Sachen, sondern er sagt in Philipper 4, Vers 8 eigentlich: Ihr wollt, dass der Gott des Friedens mit euch ist? Dann fangt an, euch mit dem zu füllen, was wahr, würdig, gerecht, rein, lieblich, wohllautend, tugendhaft und lobenswert ist. Noch einmal, die Apostelbriefe hauen nicht einen Befehl nach dem anderen raus, um uns zu schikanieren, sondern um uns auf dem Weg in die Ewigkeit zu stärken. Und darum sagt Paulus auch in Philipper 4, Vers 9, Philipper 4, Vers 9, gleich daran anschließend, diese Verse gehören zusammen: Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Mit anderen Worten, und jetzt kommen zwei Worte, die wir gar nicht gerne hören: Seid gehorsam. Wir neigen dazu, Gehorsam und Gnade gegeneinander auszuspielen. Aber Gehorsam ist keine Gesetzlichkeit. Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist vielmehr Gnade. Die Befehle, die uns die Apostel geben, sind Mittel der Gnade. Denn unser Gehorsam im Alltag bringt uns unabhängig von unseren Umständen den Frieden Gottes. Und durch die Gnade Gottes, weil wir ja mit jedem geistlichen Segen in Christus Jesus schon gesegnet sind, weil uns ja schon alles geschenkt ist, können wir auch gehorsam sein. Durch den Heiligen Geist kann jeder Christ gehorsam sein und keiner kann sagen, meine Situation ist zu schlimm, als dass ich nicht gehorsam sein könnte. Ja, Gehorsam ist eher ein unbeliebtes Wort. Wir wollen ja, wenn schon, denn schon lieber Sieg haben. Wie ich mal in einem Buch gelesen habe, fand ich sehr hilfreich, was er da gesagt hat. Aber die Bibel fordert uns nicht dazu auf, zu siegen, sondern zu gehorchen. Wir haben schon gesiegt. Christus hat schon gesiegt. Wir sind in ihm. Der Sieg ist unser. Wir müssen nur noch feststehen in dem, was er für uns vollbracht hat. Wir sind in ihm und unser Kampf ist, in ihm zu bleiben. Unser Kampf ist, zu gehorchen und nicht auf Eroberungsfeldzug zu gehen und selber ein siegreicher Feldherr zu werden. Der siegreiche Feldherr ist Christus und er hat schon alles vollbracht. Er hat gesiegt und unser Kampf ist, ihm gehorsam zu bleiben in jeder Lebenslage. Und das ist die Gnade, in der wir stehen und zu der er uns auch befähigt. Unser Glück ist nicht von irgendwelchen mystischen Übungen abhängig, sondern von unserem Glauben und unserem Gehorsam. Paulus spricht im Römerbrief nicht umsonst von Glaubensgehorsam. Und damit stellt sich die Frage, glauben wir, was er in Philipper 4, Verse 4 bis 9 schreibt, und sind wir dem gehorsam?
Epheser 5, Vers 19 sagt uns, dass wir mit dem Geist erfüllt werden sollen. Nun, Epheser 1, Vers 13 sagt uns, dass wir ja bereits mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wir haben also den Heiligen Geist schon sicher. Wir brauchen keine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste oder siebte Geistestaufe. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und Epheser 4, Vers 30 sagt uns, dass wir den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt worden sind, den wir schon sicher haben, dass wir ihn nicht betrüben sollen. Was bedeutet das alles? Es bedeutet, voll Geistes zu werden, ist im Gehorsam zu leben. Voll Geistes zu werden ist nicht irgendetwas zu plappern, was keiner versteht, irgendetwas zu erzählen, was keiner wissen kann, sondern es bedeutet, gehorsam zu sein. Derjenige wird voll Geistes, der tut, was die Apostel inspiriert durch den Heiligen Geist den Gemeinden befehlen. Also, sie werden den Rest ihres Lebens genug Beschäftigung haben, wenn sie nur mal versuchen umzusetzen, was ihnen die Apostel in den Briefen schreiben. Und da müssen sie sich gar nicht Gedanken darüber machen, ob sie jetzt erkennen können, was der Herr für ihnen bereitet hat in Regionen, die sowieso nicht offenbart sind. Denn wenn sie damit beschäftigt sind, gehorsam zu sein, dann kann ich Ihnen garantieren, sind sie tatsächlich für den Rest ihres Lebens gut ausgefüllt. Wenn wir beten, betet der Heilige Geist mit uns. Je mehr wir beten, desto mehr betet der Heilige Geist mit uns. Wenn wir gehorchen, betrüben wir nicht den Heiligen Geist, sondern wir werden immer mehr von ihm erfüllt. Je mehr wir gehorchen, desto weniger betrüben wir den Heiligen Geist und desto mehr werden wir von ihm erfüllt. Sehen Sie die biblische Logik dahinter. Gott lebt durch den Heiligen Geist in uns. Und je mehr der Heilige Geist durch aktives Trachten unsererseits nach Gott, durch aktives Gebet und durch aktiver Gehorsam in uns gepflegt wird, desto mehr denken wir auch die Gedanken Gottes und handeln gottgemäß, weil wir immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und das bedeutet auch Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Je mehr wir im Herrn leben und sind und nach ihm trachten und ihm gehorsam sein wollen, desto mehr Freude finden wir auch in ihm, desto mehr gleichen sich unsere Gedanken und Wünsche auch ihm an und desto mehr kann er uns auch geben, was wir begehren, weil dann begehren wir auch das, was gut für uns ist. Sie wollen glücklich werden? Warten Sie nicht auf eine weitere Geistestaufe, warten Sie nicht auf bessere Umstände, sondern fangen Sie an, gehorsam zu werden. Und wie gesagt, ich sage das auch mir selbst. Suchen Sie aktiv Ihre Freude im Herrn. Seien Sie milde zu allen Menschen. Und ich weiß, das kann sehr mühsam sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch für einige Menschen mühsam ist, milde zu mir zu sein. Und damit gleicht es sich wieder aus. Rechnen Sie jederzeit mit dem Herrn. Beten Sie für alles zum Herrn und danken Sie für alles, anstatt sich so auf Ihre Sorgen zu konzentrieren. Füllen Sie sich mit dem, was gut tut. Es ist so einfach. Und leben Sie so, wie es die Apostelbriefe befehlen. Und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, Ihr Herz und Ihren Sinn bewahren in Christus Jesus und der Gott des Friedens wird mit Ihnen sein. Ja, ein Leben im Gehorsam ist ein Kampf, das Glaubensleben ist ein Kampf, ich möchte Ihnen da gar nichts vormachen, aber es ist ein lobenswerter Kampf, wie Philipper 4, Verse 4 bis 9 aufzeigt. Wir wollen nun zum Abschluss ein Lied singen, das genau dies bestätigt. Ich meine, Sie können sagen, ich habe gut reden, weil ich habe ja noch nicht viel Schlimmes erfahren, aber es hat ein Mann einmal ein Lied getextet, nachdem er seine 4 Töchter bei einem Schiffsunglück verloren hat und einzig seine Frau hat überlebt. Und daraufhin hat er dieses Lied, was wir jetzt singen wollen, gedichtet. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann wollen wir dieses Lied singen. Und ich habe vergessen, welche Nummer das ist, aber 381, aber zuerst möchte ich ein Gebet sprechen und dann können Sie aufschlagen. Ja, Vater im Himmel,
In Jesu Namen kommen wir jetzt zu dir auch am Ende dieser Versammlung, Herr, und wir wollen nach dir trachten. Wir wollen alle Zeit auch unsere Sorgen, Gedanken dir bringen, Herr, und wir wollen dir gehorsam sein, Herr, aber wir können ohne dich nichts tun, und ich bitte dich, gib uns Gnade durch deinen Heiligen Geist. Lass uns immer wieder neu erkennen, was es bedeutet, erlöst zu sein, wie groß deine Liebe ist und dass wir auch davon angetrieben im Gehorsam leben, Herr. Schenke uns Gnaden, auch für diese kommende Woche, Herr. Segne uns, geh du voran und hilf uns in allem, Herr. Und ich danke dir für all das, was du uns geschenkt hast. Amen.